wollte Sie bitten, eine Gedenkminute oder Sekunde für die Financial Times Deutschland einzulegen, für die ich lange gearbeitet habe. Ist es besser von der Lautstärke? Ja, das stimmt. Also, die Gedenkminute muss natürlich schweigend absolviert werden. Das stimmt. Aber bloß weil, und vielleicht auch eine Gedenkminute für Bertelsmann, die dafür verantwortlich sind und die als Eigentümer ja das Ding eingestellt hat. Man kann natürlich nicht wirklich von ihnen verlangen, dass sie noch mehr Geld da in dieses Projekt hineingesteckt haben. Aber ich finde es nichtsdestoweniger sehr bedauerlich. Ich bin nicht so sehr betroffen gewesen, denn ich war schon vorher sozusagen gekündigt worden. Mein Liefervertrag für Kolumnen war schon kurz vorher gekündigt worden, den ich als Rentner noch hatte. Das ist ja sowieso ein Privileg, dass man als Rentner noch weiter arbeiten darf. Und das ging also nur eine Weile lang. Inzwischen bin ich aber Kolumnist für die junge Welt. Und dieser Arbeitgeber ist mir eigentlich noch lieber als der alte, muss ich schon sagen. Einfach so ideologisch steht er mir etwas näher. So, das waren meine Vorbemerkungen. Noch eine dritte Bemerkung, doch noch auch. Stefan Schulmeister und Heiner Flassbeck waren ja vor mir dran. Und ich hoffe sehr, dass ich doch ein bisschen mich unterscheide von dem, was Sie sagen, weil ich verehre beide sehr. Ich finde, beide haben sehr kluge Köpfe und bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt noch wirklich eins draufsetzen kann. Wahrscheinlich nicht, aber Sie müssen da bescheiden sein. Gut, ich will also über die Euro-Krise kurz sprechen, meine Meinung dazu, was sie ausgelöst hat, was ja eigentlich der tiefere Grund dafür ist, dass es überhaupt zu einer solchen Krise kommt. Und dann zum Ende, wie es halt so Sache ist, vielleicht doch auch sagen, wie diese Euro-Krise tatsächlich gelöst werden könnte und um dann zu schließen, dass das nicht passieren wird. Also jetzt ist die Spannung raus, aber ich will es dennoch machen. Es ist ja auch in modernen Filmen so, dass man am Schluss sozusagen das Ende vorher schon sieht. Und das ist also im Vortrag raus. Der erste Grundsatz, den ich eigentlich hier rüberbringen will und der ganz wichtig ist und den ich aber bloß am Anfang sozusagen einfach erwähnen will, ist, dass diese Euro-Staatsschuldenkrise, die wir haben, Bestandteil einer größeren Krise ist, die wir angesichts fehlender besserer Worte wohl Weltwirtschaftskrise, aktuelle Weltwirtschaftskrise nennen sollten und die im Jahre 2007 ausgebrochen ist, dann zunächst mal als Finanzkrise und dann sozusagen im Laufe der Zeit zu einer richtigen ökonomischen, tiefgehenden Weltwirtschaftskrise geworden ist. Die Euro-Krise, mit der wir es jetzt zu tun haben, ist sozusagen ein Bestandteil dieser Weltwirtschaftskrise. Sie ist sozusagen eine Erscheinungsform dieser Weltwirtschaftskrise, aber sie hat durchaus eigenständigen Charakter und ist es durchaus wert, dass man sie selbstständig analysiert. Schließlich leiden wir unter ihr ja auch ganz speziell und andere Leute eben auch ganz speziell. Warum, inwiefern ist sie sozusagen Bestandteil dieser Weltwirtschaftskrise? Und da komme ich im Laufe des, was ich da vortrage, öfter vielleicht mal noch drauf zu sprechen. Aber sozusagen eigentlich der wesentliche Moment und das einzige, oder der erste Gesichtspunkt dazu ist, dass diese Weltwirtschaftskrise und diese Finanzkrise, die 2007 ausbrach, ja, den Finanzsektor, den riesenhaft aufgeblähten Finanzsektor, der charakteristisch war für den Zustand der Weltwirtschaft, bis dahin, dass der 2007 richtig geplatzt ist. Geplatzt ist vielleicht auch das falsche Wort, ein aufgeblähter Luftballon, da ist vielleicht ein Nadelstich rein, die Luft begann zu entweichen, er konnte nicht mehr weiter aufgebläht werden. Das sagen heißt das natürlich auch, dass sozusagen die Zeit, die zu dieser Krise geführt hat, ganz stark von diesem aufgeblähten Finanzsektor charakterisiert war.
Ich meine, dass die Weltwirtschaftskrise, die jetzige aktuelle Weltwirtschaftskrise, wohl am besten begreifbar ist als eine Krise, die einerseits natürlich eine ganz normale Überproduktionskrise ist, wie wir sie im Kapitalismus immer wieder haben und die zyklisch kommt. Andererseits aber, und das ist ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält, eine Periode des Neoliberalismus ablöst, also gleichzeitig eine Krise des Neoliberalismus ist. Und um den mal ganz kurz zu definieren, bloß so ganz nebenbei, Neoliberalismus ist dann das, was den Klassenkompromiss der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg abgelöst hat. Es ist die Entschlossenheit der jeweils herrschenden Klassen und Politik, es ist eine Wirtschaftspolitik, es ist die Entschlossenheit der Wirtschaftspolitik in den herrschenden großen Industrieländern der Welt, auf direktestmöglichen Wege die Profite des jeweils heimischen Kapitals zu stärken. Auf dem direktestmöglichen Wege, wie macht man das? Indem man die Löhne senkt, indem man die Kosten des Kapitals auf breiter Front senkt. Wichtigster Punkt die Löhne, zweitwichtigster Punkt Steuern und Abgaben an den Staat, heißt Neoliberalismus, heißt gleichzeitig eben auch einen schlanken Staat, wenig Kosten fürs Kapital fördern. Und das ist der Kernpunkt des Neoliberalismus, der im Zuge dessen natürlich eine ganze Menge von Entwicklungen mit sich bringt. Das alles im Schnelldurchgang, unter anderem eben diese Entwicklung, diesen aufgeblähten Finanzsektor überhaupt herzustellen. Und das ist ein Phänomen, das es bisher in diesem Ausmaß im Kapitalismus nicht gegeben hatte. Ein so weit aufgeblähter Finanzsektor, ein solcher Geldsektor, der in dieser Art und Weise aufgebläht ist. Was bedeutet das im Rahmen dieser neoliberalen Wirtschaftsverfassung, in diesem Regulationsmodell, diesem neoliberalen Regulationsmodell? Es bedeutet, dass dann die dauernd drohende Überproduktionskrise durch diese Aufblähung des Finanzsektors sozusagen immer wieder verschoben und beseitigt werden konnte. Oder jedenfalls, dass sie nicht richtig zum Ausdruck kam, sondern bloß in lediglich einigen und immer schneller werdenden Finanzkrisen sozusagen zu einem krisenhaften Element führte, dann aber doch immer durch ein weiteres Aufblähen des Finanzsektors das Ganze stabilisiert worden ist. Diese Stabilisierung, die der Finanzsektor leistet, ist durch zwei Dinge gewährleistet. Einerseits bietet er dann für das Kapital und seine steigenden Profite, die im Namen des Neoliberalismus steigenden Profite, die Profitabilität des Kapitals in den letzten 30 Jahren ist ja enorm gestiegen, dass diese steigenden Profite noch eine weitere, immer neue Investitionsmöglichkeiten gefunden haben in diesem Finanzsektor. Natürlich ist das keine dauernde Investitionsmöglichkeit und keine wirklich produktive Investitionsmöglichkeit, aber sie erzeugt jedenfalls auf relativ kurze Sicht immer wieder, der Profitzyklus wird sozusagen ausgeweitet, die Profitabilität des Kapitals wird dadurch wiederhergestellt und möglich. Es sind neue Investitionsmöglichkeiten da, es gibt diese Investitionsmöglichkeiten fürs Kapital. Das ist seine eine Funktion, verzögert dadurch sozusagen die Krise, indem es eben nicht zu einem Investitionsstopp kommt, sondern indem da tatsächlich investiert werden kann. Und zweitens bedeutet es eben auch, dass es nicht auch in der Realwirtschaft zu Anregungen kommt, und zwar auf der Nachfrageseite auch zu Anregungen kommt, indem die steigende Preise in der Finanzwirtschaft, dass die Spekulationspreise steigen, die Kreditvergabe steigt, das ist ja gleichbedeutend mit diesem wachsenden Finanzsektor, der eben dazu führt, dass tatsächlich auch Realinvestitionen angezeigt werden, wie in einem jedem Börsenboom üblich ist, das ein ganz wesentliches Moment einer solchen Entwicklung, aber dass selbst auch auf der Konsumseite, auch die Konsumseite durch diesen wachsenden Finanzsektor durchaus angeregt werden können. Bekanntestes und auch wichtigstes Beispiel
die enorme Verschuldung der ganz gemeinen Amerikaner aufgrund von mit Immobilienkrediten, aber auch mit Kreditkartenkrediten, also die Kreditfähigkeit der ganz normalen Amerikaner, die damit in die Lage versetzt worden sind, trotz stagnierender Löhne ihren Konsum zu erhöhen und das dann tatsächlich auch gemacht haben und damit doch eine ganze Weile lang, naja, mehr als ein halbes Jahrzehnt lang doch die Weltwirtschaft, ein ganzes Jahrzehnt, die Weltwirtschaft richtig in Schwung gehalten haben. Also diese mehrfache Funktion des sich aufblähenden Finanzsektors ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass er sozusagen es ermöglicht hat, dass der Neoliberalismus überhaupt so lange gemacht hat, dass die Krise erst 2007 kam und all das, dieser Mechanismus, der ist 2007 geplatzt. Wie auch immer, darüber will ich jetzt keine weiteren Worte verlieren, aber es ist jedenfalls zu konstatieren, dass das geplatzt ist. Es ist sozusagen nicht nur eine Finanzkrise, wie die vorherigen, etwa die Krise des Aktienmarktes oder die Krise der Tigerländer, diese Finanzkrisen, die da vorher stattgefunden haben, die konnten noch einigermaßen aufgefangen werden durch entsprechende Geldschöpfung, Aufblähung des Kreditsektors, weitere wieder in Gang kriegen der Spekulation. Das ist nach 2007 nicht wieder gelungen. Ich konstatiere also, 2007 bricht das aus, 2008 geht diese Lehman Brothers Bank pleite oder wird fallen gelassen von der amerikanischen Regierung, nicht aufgefangen, im Gegensatz zu anderen Banken, die vorher schon pleite gegangen waren, aber eben aufgefangen worden, im Gegensatz zu Fannie und Freddie oder zu der größten Versicherungsgesellschaft der Welt, der AIG. Aber Lehman Brothers, das war sozusagen der Fall und da krachte das Finanzsystem tatsächlich, das Finanzsystem wackelte tatsächlich, es drohte, die Kreditketten oder die Auftragsketten des Finanzsystems, die drohten auseinanderzufallen. Die Aufregung war wirklich sehr groß in Deutschland. Vielleicht noch ein Wort. Das heißt, dieses Finanzsystem wackelte. Heutzutage wird gesagt, das ist der Ausbruch der großen Weltwirtschaftskrise. Das ist nicht wahr. Das ist ein ganz anderer Fall. Das Finanzsystem wackelte da, aber die Wirtschaftskrise war schon längst unterwegs. Die war auch im Frühjahr 2008 schon unterwegs und sie war unterwegs, weil, wie ich ja vor ein paar Minuten gesagt habe, die große Nachfragesause in den USA zu Ende war. Und das hat die Weltwirtschaftsgesamtnachfrage richtig einen Stoß versetzt. Und das war der eigentliche Grund, weshalb 2008, 2009 die Weltwirtschaft in eine ganz tiefe, beispiellose Konjunkturkrise geraten ist. Das ist die realwirtschaftliche Seite der Sache. Und Lehman Brothers ist zusammengebrochen im September 2008, als das eben, wie gesagt, schon unterwegs war. Und das hatte dann natürlich noch weitere Auswirkungen auf den gesamten Finanz- und Bankensektor. Und dieser Bankensektor hat natürlich, wenn er zusammenkracht, wiederum eine verheerende Wirkung, wenn dann tatsächlich das Zahlungssystem nicht mehr funktioniert, dann ist natürlich wirklich Materie am letzten. Insofern ist wirklich ganz ausnahmsweise dem Herr Steinbrück zuzustimmen, als er sagte, er hat damals in den Abgrund geblickt. Das hat er vielleicht tatsächlich gesehen. Er hat natürlich den Boden nicht sehen können, weil er ist ja viel zu kurzsichtig, um das zu machen. Aber das war der Moment, in dem die Staaten, die diesen Finanzsektor sozusagen erhalten haben und sozusagen eingetreten sind für die faulen Schulden, die die Banken sozusagen massenhaft
haben auflaufen lassen. Und in dieser Situation haben die Staaten den enorm aufgeblähten Finanzsektor sozusagen in seiner Aufblähung sozusagen gestützt. Sie haben ihn am Zusammenbruch gehindert. Und das ist gleichzeitig der Moment, wo aus der allgemeinen Wirtschaftskrise und aus der Finanzkrise die Euro-Staatsschuldenkrise wird. Zunächst mal die Staatsschuldenkrise tatsächlich wird. Das war, genauer gesagt, ist dieser Moment ja glaube ich, am ersten Sonntag im Oktober im Jahre 2008 gewesen. Da kam, in Deutschland war das dann so, dass Frau Merkel und ihr damaliger Finanzminister, Peer Steinbrück, dann ARD und ZDF und auch ein paar Privatsender zu sich gebeten haben und dann ernstes Gesicht aufgesetzt haben und gesagt haben, liebe Mitbürger, Ihre Einlagen sind sicher. Und die Mitbürger wussten ja noch nicht, dass diese Einlagen so unsicher waren, aber sie haben in dem Moment haben diese zwei den Mitbürgern gesagt, ihre Banken sind sicher und wir als Finanzminister und Kanzlerin treten dafür ein oder verpfänden den Bundeshaushalt, um die deutschen Banken zu sichern. Und genau das ist damals passiert. In drei Wochen hatten die dann ein Gesetz durch Bundestag und Bundesrat gejagt mit 480 Milliarden, ein Hilfspaket von 480 Milliarden Euro, also das anderthalbfache eines Bundeshaushalts, für die deutschen Banken reserviert. Das war das Programm da. Aber sie waren ja nicht die einzigen. Überall, in allen sozusagen betroffenen Ländern, also alle Länder waren betroffen, wurden die Banken auf diese Art und Weise staatlich gestützt. Und wenn man sich das im Rückblick ansieht, wie das die Staatsverschuldung der Staaten, die Staaten sind sozusagen, die private Verschuldung wurde zu einem Teil sozusagen zur staatlichen Verschuldung gemacht. Es wurde sozusagen hier die Staatsverschuldung ist eingetreten. Wenn man sich das im Rückblick ansieht, ist in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass 2007 die Staatsverschuldung in Deutschland gemessen am Bruttosozialprodukt, das sind ja immer diese Quotienten, die errechnet sind, etwas über 60% betragen hat. Also etwas auch über dieser bekannten Maastricht-Verschuldungsgrenze, dieser gräulichen Verschuldungsgrenze, die bei 60% liegt. Und schon vor 2007 war die gerissen von Deutschland und von anderen, noch mehr andere weniger. In Deutschland ist jetzt, oder sagen wir bis zu diesem Jahr, ist diese Verschuldung bis über 80%, ja zeitweise eben über 90% gestiegen. Das ist dann der Sprung von 20 Punkten nach oben. Und dieser Sprung kann man in allen Ländern, die überhaupt irgendwelche Banken zu retten hatten, kann man beobachten, dass das genau dieser Sprung ist, der durch die Bankenrettung einfach notwendig war, beziehungsweise diese Verschuldung, die öffentliche Verschuldung, ist dann durch die Bankenrettung ganz einfach nach oben geschossen. Das ist, meine ich, sozusagen der ganz einfachste und offensichtlichste Zusammenhang, weshalb diese Euro-Schuldenkrise ein Aspekt der großen Weltwirtschaftskrise und der großen Weltfinanzkrise ist. Aber es ist natürlich nur ein Aspekt. Die anderen Länder außerhalb der Euro-Krise hatten dieses Problem natürlich auch. Also die USA haben ein riesen Bankenrettungspaket und Versicherungsrettungspaket sozusagen auf den Weg gebracht und das auch wirklich genutzt. Die Japaner, Großbritannien, Frankreich, alle, also Großbritannien eben auch außerhalb der Eurozone, aber überall, Großbritannien sogar besonders viel, relativ zum Bankensektor, also die mussten natürlich besonders viel aufwenden, weil der Bankensektor ja enorm groß ist, Irland sehr groß und so weiter. Aber dieser Sprung nach oben der Staatsverschuldung ist natürlich überall aufgetreten,
aber er ist als Problem richtig virulent und krass aufgetreten, nur in der Eurozone. Und das muss natürlich auch gewisse Gründe haben. Und das ist ein Punkt, der sozusagen nichts mit der allgemeinen Weltwirtschaftskrise zu tun hat, sondern mit der besonderen Konstruktion, die die Europäische Währungsunion und die EU, kann man vielleicht in Klammern hinzufügen, eben haben. Die Japaner, ist ja bekannt, haben höchste Verschuldung des Staates gegenüber sozusagen dem Privatsektor, und das macht mehr als 200% des Bruttoinlandsprodukts aus in Japan, und die hatten keinerlei Probleme, sich sozusagen zu refinanzieren. Und haben bis heute eigentlich dieses Problem nicht sonderbarerweise, obwohl die Verschuldung ja unbegrenzt weiter nach oben steigt. Es ist also wirklich ein Problem, das mit der speziellen Konstruktion und mit dem Verhalten der Euro-Krise zu tun hat. Mit der Konstruktion, wie Europa konstruiert ist, damit was zu tun haben, mit dem Verhältnis der Staaten zueinander und wie sie miteinander umgehen. Ich wollte jetzt einen Schritt zurück nochmal machen und auf einen Punkt der Währungsunion zu sprechen kommen, warum sie eigentlich geschaffen worden ist und wer ein Interesse daran hat, dass diese Währungsunion geschaffen wird, ist, um zu erklären, wie es zu dieser sonderbaren Währungsunion gekommen ist. Meiner Meinung nach ist ganz offensichtlich, dass diese Währungsunion als Gedanke und auch als Intention bei den deutschen Unternehmern und bei den deutschen Regierungen natürlich genau in dem Moment auftaucht, wo Bretton Woods zusammenkracht. Das ist kein Wunder, vorher gab es sozusagen feste Wechselkurse und dieses Problem war nicht da, mit den schwankenden Wechselkursen, was ja sozusagen die gesamte Wirtschaft extrem krisenanfällig macht. Aber alle deutschen Regierungen haben seit damals das Ziel verfolgt, eine möglichst feste Wechselkurse wenigstens an Europa zu haben. Und dieses also mit den engsten Handelspartnern ein festes Wechselkursregime zu haben, das ist verfolgt worden von den Regierungen und ist natürlich von der Industrie, der deutschen Industrie speziell wirklich als wichtigstes Desideratum immer beharrt worden. Also dabei kommt es aber nicht auf die Währungsunion sozusagen an, sondern natürlich ist das eigentlich wichtige Punkt der Binnenmarkt. Europa zu einem Binnenmarkt zu schaffen, der freie Bahn lässt für die exportstarke deutsche Wirtschaft. Also das ist also ein Kernsatz und eine Kernbedeutung das sind dann die wirtschaftspolitischen Ziele, die langfristig verfolgt werden und deren Krönung, kann man wirklich sagen, diese Währungsunion sein wird. Ich reite darauf ein bisschen drumherum, weil natürlich viele Leute, insbesondere Politiker selber, sagen, der Euro ist eine Sache, die den Frieden dient. Und insbesondere dieser frühere Kanzler Kohl, der hat das immer gerne gesagt. Er hat dann mit den Augen geklappert und selbstverliebt gesagt, ja, und der Mantel der Geschichte hat ihn umwehte. Um des Friedens Willens haben wir sozusagen dieses Geschenk an die Europäer, an die Franzosen vor allem und die Europäer gemacht. Das, meine ich, ist falsch. Es ist völliger Unsinn und wichtig ist, dass die deutsche Wirtschaft, die deutschen Unternehmen dringend eine solche Währungsunion haben wollten, zumindest feste Wechselkurse haben wollten, jedenfalls ganz klar einen Markt, der nicht durch Abwertungen oder Aufwertungen oder dergleichen Dinge gestört werden konnte. Ist ja auch ganz selbstverständlich für jeden sofort einsichtig, wenn ich damit rechnen muss, wenn ich Daimler Vorstandsvorsitzender bin und damit rechnen muss, dass Italien die Währung, die Lira, abwertet um 10%, dann ist sozusagen dieser Markt für mich
potenziell sofort dann geschlossen oder er ist nichts mehr wert für mich, weil entweder gehe ich mit meinen Autos, mit meinen Daimler-Autos auch 10% runter und nehme dann sozusagen, habe dann statt 5% Marge Gewinn, 5% Verlust auf jedes Auto, was ich da verkaufe, oder aber ich gehe in diesen Markt auf. Also das ist sozusagen die Gefahr, in der die deutschen Unternehmen immer gesteckt haben. Also ihr wichtigstes Ziel ist es, einen wirklich gemeinsamen Markt zu schaffen, und ein richtiger, schrankenloser Markt ist nur ein Markt, in dem es keine verschiedenen Währungen mehr gibt, in denen auch die schwachen Länder sich nicht sozusagen hinter Abwertungszäunen verbergen können, die sie sich noch ein Stück früher natürlich hinter Zöllen und hinter sonstigen nicht tarifären Handelshemmnissen verstecken konnten. All das ist ja das Ziel der EU, ist es eben einen solchen Binnenmarkt, einen wirklich großen Binnenmarkt, einen hindernisfreien Binnenmarkt tatsächlich zu schaffen. Das ist jetzt unglaublich grundlegend, aber es ist, weil es halt, ein bisschen vernachlässigt wird, einfach nicht so darauf geachtet. Was ist dann die Folgen eines solchen Binnenmarktes, eines solchen großen Binnenmarktes, der keine Schranken, keine Zölle mehr kennt und keine Währungsabwertung mehr kennt? Es bedeutet natürlich, dass in einem solchen Markt die Staaten, das Konkurrenzprinzip des Kapitalismus sich viel besser durchsetzen kann. Und das bedeutet, die Starken werden stärker und die Schwachen werden schwächer. Jedenfalls im Allgemeinen. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, die das durchbrechen können, aber das ist sozusagen die Regel, dass sozusagen, dass diese Konzentration natürlich größer wird. Dass alle Wirtschaftstheorie und alle Wirtschaftspolitik zeigt, dass das natürlich der Fall ist, dass das diese Regeln sind, es sei denn, der Staat greift ein und ändert das. Aber jedenfalls in einem solchen Währungsverband, in einem ganz freien Markt gilt dieses Gesetz. Deswegen haben ja sozusagen schwache Länder Zölle und eigene Währungen und alles, um sich eben abzuschaffen. All das tritt in einem solchen gemeinsamen Markt nicht ein. Das ist natürlich auch das Ergebnis, was man jetzt hat. Wenn man sozusagen einen Wirtschaftsraum hat, in dem es keine Schranken mehr gibt, dann tritt das ein, also unter sonst gleichen Bedingungen natürlich, dass die Starken richtig stark werden und die Schwachen immer schwächer werden. Und das ist genau das, was in Europa und seitdem die Währungsunion geschehen ist, dann letztlich eingetreten ist. Allerdings gab es noch ein paar Etappen davor, die das vielleicht vorher finden. Normalerweise ist es ja so, dass eine Währungsunion, eine Währung gilt in einem Staat. Und ein staatliches Gebilde zeichnet sich eigentlich ökonomisch ja dadurch aus, dass es eben nicht den Marktgesetzen allein, nicht allein den Marktgesetzen gehorcht, sondern dass die Kapitalisten untereinander also natürlich auch andere Verhältnisse eingehen, nämlich zu dem Staat. Sie müssen zum Beispiel alle Steuern zahlen. Und dieses gemeinsame Steuersystem ist eigentlich eine Umverteilungsmaschine von Geld. Es ist natürlich, also die Mittel, die erwirtschaftet werden, fließen über den Staat. Wenn der Staat 50% zusammen des Bruttoinlandsprodukts umverteilt, dann ist das eine ganze Menge und bedeutet das, dass der Markt eben nicht ungehindert wirken kann, sondern dass, zumal wenn es ein progressives Steuersystem ist, tatsächlich die Stärkeren mehr Steuern zahlen als die Schwächeren, während sozusagen im Regelfall oder im Idealfall sozusagen alles gleichermaßen allen zugutekommt. Es gibt in den meisten Staaten, jedenfalls in den zivilisierteren, gibt es dann auch noch soziale Sicherungssysteme, die wirken in dieselbe Richtung. Das bedeutet zum Beispiel in Deutschland, dass in Mecklenburg-Vorpommern Leute auch Hartz IV kriegen und nicht ganz auf der Straße stehen und wenigstens etwas Geld bekommen. Es ist nicht wahnsinnig viel, sondern es ist gereicht. Wir wollen jetzt darüber nicht reden, aber dieses ist ein Teil dieses Umverteilungssystems, das dazu führt, dass die armen Regionen nicht vollkommen ausbluten und sozusagen einen Restbestand
an Gleichheit sozusagen hergestellt wird. Und dieses staatliche Ausgleichssystem der Steuern, der sozialen Sicherungssysteme und vielleicht in Deutschland auch noch des föderalen Länderausgleichs zum Beispiel, solche Sachen kommen dann auch noch dazu, aber dass diese Sachen eben die wirklich verheerenden Entwicklungen des ganz freien Marktes auf einem völlig hindernisfreien Markt eben doch einigermaßen abmildern und dazu führen, dass der Markt nicht auseinanderfällt. Deswegen funktionieren normalerweise gemeinsame Währungen und ein gemeinsamer freier, hindernisfreier Markt auch dann eben nur, wenn es einen gemeinsamen Staat gibt. Man fragt sich ja, warum die Südstaaten, ja nun, wie die Lage ist, wirklich in der Bredouille sind und also von den deutschen Exporteuren und den Niederlanden und also den starken Exporteuren sozusagen ihren inneren Markt haben preisgeben müssen. Das ist ja das Resultat, was wir jetzt als Realität sehen. Es ist tatsächlich diese Länder, Italien, Spanien, Griechenland, die sind ja erstmal unter Leistungsbilanzdefiziten leiden. Also sie werden sozusagen, ihre inneren Märkte sind sozusagen von den Staaten in der EU, in der Eurozone speziell, in der Eurozone, die ja noch eine gemeinsame Währung darstellt, die sind überrollt worden. Ihre Märkte sind sozusagen weggenommen worden und entsprechend schwach sind ihre Ökonomien und sie werden sozusagen platt gemacht. Das ist die Realität. Warum haben die sich auf dieses Geschäft eingelassen? Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Sie haben schon auch was dafür bekommen. Als es die Währungsunion noch nicht gab, waren die Zinsen in Italien, in Griechenland und in Spanien überall verdammt hoch. Warum waren sie so hoch? Weil natürlich das internationale Kapital es sich bezahlen lässt, dieses Risiko der Abwertung tragen zu müssen. Wenn ich Allianzanleger bin, also für die Anlage Verantwortliche der Allianz zum Beispiel, und will 100 Millionen D-Mark sozusagen nach Italien transferieren, um dort zu investieren, und ich muss, wie gesagt, damit rechnen, dass die am übernächsten Wochenende 10% abwerten, dann ist meine Anfangsinvestition 10% weniger wert. Und eine solche Investition, das ist ein Risiko. Und dieses Risiko lässt sich der gemeine, finanzkapitalistisch rechnende Investor natürlich vorab bezahlen. Und das ist der Grund, weshalb alle währungsabwertungsverdächtigen Länder immer sehr hohe Zinsen zahlen müssen, weil sozusagen dieser Ausgleich wird in einem freien internationalen Kapitalmarkt funktioniert das so. Und deswegen dieser Währungs- und Zinsaustausch, sozusagen das wird austariert und da ist das Geschäft der Banken, in dem sie solche Geschäfte machen. In dem Moment, als klar war, dass Italien, Spanien, Portugal und so weiter im Euro teilnehmen würden und als auch klar war, in welchem Verhältnis ungefähr die zur D-Mark zusammengeschweißt werden würden und zum Franc, begann die internationale Finanzspekulation in diese Länder zu investieren. Die Zinsen sind in dem sofort gesunken. Das heißt, die Kapitalzufuhr aus allen Ländern, die schon niedrige Zinsen hatten, Deutschland, Niederlande, Österreich und so weiter, in diese Länder, ist richtig massiv vonstatten gegangen. Das heißt, diese ersten Jahre der Währungsunion waren für die Südländer der Eurozone eine ausgesprochen schöne Zeit. Die waren eine wunderbare Zeit. Für Deutschland war es mies. Sie erinnern sich vielleicht, das waren diese Schröder-Jahre, in denen die längste Stagnationsperiode nach dem Zweiten Weltkrieg in der Geschichte Deutschlands. Das war diese Zeit, in der sozusagen das Kapital sozusagen überall hingeströmt ist
und hier wurde nicht mehr investiert und die Gazetten, zum Beispiel das Handelsblatt, Financial Times Deutschland natürlich leider auch, haben geschrieben, ja, das ist hier strukturell, ist Deutschland ein verkrustetes Land und das kann natürlich nicht gehen. Ist klar, dass natürlich das Kapital das Weite sucht und irgendwo anders hinsucht. Ein Grund für diese Kapitalflucht aus Deutschland war eben diese wunderbar sinkenden Zinsen da, also beziehungsweise steigende Aktienkurse, steigende Werte der Immobilien, all das ging sozusagen in diesen Ländern nach oben. Und von dieser Kapitalzufuhr haben die sehr gut gelebt. In Spanien wurde der Immobilienboom richtig angeheizt, der jetzt zerplatzt ist. Also das war richtig aus deutschen, nicht nur aus deutschen, sondern internationales Kapital hat für diese Zufuhr gesorgt. Wir hatten also eine Situation, in der das verdeckt worden ist, dass die Schwäche dieses Marktes, oder es ist verdeckt worden und die haben kein Problem damit gehabt, dass dass der innere Markt Griechenlands und Spaniens und Italiens langsam von Deutschland übernommen worden ist. Ich habe jetzt vergessen zu erwähnen, dass in diesen tristen Schröder-Jahren natürlich auch diese Schröder-Regierung hier natürlich auch zusätzliche Maßnahmen des Lohndumping ergriffen hat. Das haben Sie sicher auch in den letzten beiden Vorträgen so gehört, insbesondere von Herrn Flassbeck, der ja das sozusagen zum zentralen Thema macht, und mit Recht zum zentralen Thema macht, dass dieses Lohndumping natürlich zu einem Sondervorteil sozusagen deutscher Waren auf diesen Binnenmärkten der Südländer natürlich geführt hat, sodass die Überrollungsmaschine eben noch viel besser funktionieren konnte. Aber sie hat auch deswegen so gut funktioniert, weil die dort genug Geld hatten, weil die Kapitalzufuhr richtig groß war. Und dieser schöne Zustand, der war, muss man sagen, genau mit der großen Weltwirtschaftskrise ist der vorbei gewesen. Die Weltwirtschaft war bis 2007 in einem Zustand an Überschuss an Kapital. Die Banker und die Kapitalisten und Investmentfondsmanager hatten immer zu viel Sachen zum Anlegen. Sie wussten nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Es war ein Überschuss an Kredit und dergleichen da. Und das war mit dem Beginn der Finanzkrise, mit dem Ende des langjährigen Booms der Finanzwirtschaft, war das zu Ende. Und das hat natürlich dann auch bewirkt, dass diese Kapitalzufuhr und die freizügige Zufuhr von Geld nach Griechenland, nach Spanien und so weiter, in diese Südländer und Irland natürlich nicht zu vergessen, dass die dann plötzlich aufhörte. Und jetzt plötzlich ein ganz anderer Zustand, also jetzt die eigentlichen Fliehkräfte in der Währungsunion dann auch wirklich zur Geltung kommen. Bevor wir jetzt zum Höhepunkt dieser ganzen Geschichte kommen, nochmal etwas zur Vorgeschichte, zur Konstruktion dieser Währungsunion. Was ja ganz offensichtlich ist und was ja sozusagen jeder auch weiß, ist, dass diese Währungsunion und dieser gemeinsame Binnenmarkt eben, dass ihm der Staat fehlt, dass der Staat da keine Rolle spielt, dass das sozusagen, es ist ja kein Staat, die EU ist ein quasi staatliches Gebilde, es ist ein Vertragsgebilde, aber es ist sozusagen politisch kein Staat und es ist vor allem ökonomisch kein Staat. Es ist kein gemeinsames Steuersystem da, es ist kein gemeinsames Sozialsystem da, nichts dergleichen ist da. Das Einzige, was da ist, ist ein gemeinsamer Markt, ein gemeinsamer Warenmarkt, ziemlich hindernisfrei, ein gemeinsamer Kapitalmarkt, der funktioniert so einigermaßen recht, aber er ist jedenfalls mit keine staatlichen Eingriffe da. Dass das nicht funktionieren kann, ist eigentlich klar und dass das also sehr kostspielig sein kann, wenn man solch eine Konstruktion wählt, wenn man einen gemeinsamen Markt wirklich hat, der hindernisfrei ist, dass das eine teure Angelegenheit sein kann,
ist durchexerziert worden bei der deutschen Einigung. Da war das so, dass die DDR übernommen wurde, eine gemeinsame Währung etabliert wurde, beziehungsweise auf die DDR übergestülpt worden ist und das dazu geführt hat, dass der Markt der DDR überrollt worden ist vom Westen, von den Produkten her und die Industrie in der DDR wirklich, wenn sie nicht vorher schon marode war, dann wirklich endgültig platt gemacht worden ist. Und das ist eine verdammt teure Angelegenheit gewesen. Wenn Sie sich vielleicht, die meisten oder einige von Ihnen sind alt genug, um das auch noch richtig im Bewusstsein zu haben, als 1990 der Wahlkampf stattfand, Spitzenkandidat der SPD, damals Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine. Was für schöne Zeiten waren das. Und der hat damals gesagt, das wird so ungeheuer teuer werden für den deutschen Steuerzahler, diese Art der DDR-Übernahme, dieser gemeinsame Binnenmarkt, sozusagen hier ein das ist tatsächlich genauso teuer geworden. Lafontaine hat gesagt, das wird Steuererhöhungen kosten. Kohl hat gesagt, niemals, völlig ausgeschlossen. Natürlich, wir zahlen immer noch den Solidaritätszuschlag und das ist bloß ein kleiner Teil dessen, was tatsächlich an Transferleistungen nötig ist. In dieser Situation haben jene, die an dem Euro beteiligt waren, an der europäischen Währungsunion beteiligt waren, also das war ja 1990, 1992 wurde Maastricht beschlossen, also der Vertrag zur Europäischen Währungsunion. Und da hat die deutsche Politik und die deutsche Industrie, die tragende Industrie, die politiktragende Industrie, haben gemeinsam die Forderung aufgestellt, das darf eine Währungsunion, aber sie darf nichts kosten. Sie darf uns nichts kosten, anders ausgedrückt, wir wollen nicht der Zahlmeister Europas sein. Also das ist genau die, oder es darf keine Transferunion geben, so heißt es, so hat es 2010 geklungen, als die CDU immer noch auf diesem Trip war. Also das ist eine billige Währungsunion, eine Währungsunion, die nichts kostet. Das war die Parole. Also das deutsche Kapital wollte erstens eine Währungsunion, aber sie wollte zweitens eine billige Währungsunion. Ich meine, das geht nicht. Man kann nicht einen gemeinsamen Markt haben, ohne dass man wirklich staatliche Ausgleichsinstitutionen schafft, die dafür, die diesen Marktkräften einen Widerpart, einen gewissen Ausgleich bringen. Die Realität zeigt, dass das der Fall ist. Nun haben die Deutschen in den Verhandlungen zu Maastricht sich in der Frage allerdings komplett durchgesetzt. Und tatsächlich ist ja im Maastricht-Vertrag und auch in den Verträgen, die die EU kennzeichnen und alles, was darüber gekennzeichnet ist, genau das festgelegt worden, dass es keine Transfers geben soll, dass kein Staat für die Schulden eines anderen eintritt, dass kein Staat sich auch verantwortlich gemacht werden kann, dass es kein Bailout gibt, sondern dass die Staaten in Konkurrenz zueinander stehen. Und das ist das Prinzip, nach dem die Europäische Union, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und eben die Währungsunion funktioniert. Und zwar auf allen Gebieten. Hauptvertreter dieser Richtung, der das am klarsten ausgedrückt hat, ist Hans Tietmeyer. Der war Präsident der Deutschen Bundesbank bis 1999, als die Währungsunion in Kraft getreten ist. Und der war auch bei der Formulierung dieser Maastricht, des Vertrags von Maastricht und bei der Formulierung der Verträge zur Währungsunion ganz erheblich beteiligt. Und das war auch der dann bei diesem Treffen in Davos, das ja jetzt wieder sozusagen ganz groß gefeiert wird, gesagt hat, und ihr Politiker, ihr wisst noch gar nicht, dass ihr ab jetzt unter der Fuchtel der Finanzmärkte steht. Also, dass die euch kontrollieren und nicht mehr umgekehrt. Das ist sozusagen, und das hat er nicht als Tadel, sondern als frohgemute Ziel aufgefasst. So soll es sein.
Das war sein Wunsch und er hat es erreicht. Das war die Konstruktion, wie wie das Ding konstruiert worden ist. Auf der realökonomischen Seite ist dieser Wettbewerb ums Kapital ja schon oft thematisiert worden und wird immer wieder thematisiert, vor allem von den Gewerkschaften, aber auch von den Kommunalpolitikern oder wer sozusagen die Ansiedlung von Kapitalisten in seinem Stränge irgendwie haben will, der muss nicht in den Wettbewerb gehen. Offensichtlich ist auch, dass der Wettbewerb um niedrige Steuern für Unternehmen oder für sonstige wunderbaren Dinge für die Unternehmen, sich dort anzusiedeln, in Europa tobt. Und der wird sozusagen auch, das ist Programm dieser ganzen Veranstaltung, dass in Irland, wenn da die Unternehmenssteuern so niedrig sind, dann dürfen die das weiterhin machen und das Kapital dorthin anlocken. Und das ist natürlich für ganz viele Unternehmen aus Frankreich und Deutschland und überall her, die nutzen das aufs Allerfeinste, indem sie diese Differenzen zwischen den Staaten ausnutzen und sich vom Wettbewerb bedienen und umlocken lassen. Das ist natürlich was Wunderbares. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass der Wettbewerb um die besten Finanzierungsbedingungen auch zwischen den Staaten ausläuft. Das heißt, Tietmeyer hat das ganz ausdrücklich gesagt, natürlich, wir wollen das haben, dass sozusagen der Stärkste, dass der auch die niedrigen Zinsen zahlen soll. Das ist ja ganz klar, das ist so, wie es eben im freien Markt üblich ist. Wer ohnehin pleite ist, der muss Wucherzinsen zahlen, das ist ja wirklich ganz klar. Während der sichere Kandidat, der schon viel Geld hat, das ist gut, der gibt die Bank Kredit zum ganz billigen Zinsen. Und genau dieses Prinzip, was am freien Kapitalmarkt natürlich herrscht, das sollte auch zwischen den europäischen Staaten sein. Und so ist das auch festgelegt. Und deswegen fanden die das auch vollkommen in Ordnung. Die haben sich eigentlich genau dieser Zustand, der dann mit dem Ausdruck der Eintritt der Euro-Schuldenkrise passiert, dagegen die Zinsen nach oben. Also weil die große Sause jeder kriegt den billigen Zins war vorbei. Und da fingen die an, richtig zu differenzieren. Und Griechenland sozusagen war der erste Kandidat, der richtig dran glauben musste. Und da fing es an mit dem Zinsanstieg nachwärts. Und das ist wirklich im Sinne der Konstrukteure der Währungsunion gewesen. Man muss also sagen, eigentlich ist diese Staatsschuldenkrise, wie sie eingetreten ist, dass einige Staaten ihre Schulden einfach nicht mehr bedienen können, weil die Zinsen zu hoch geworden sind, das ist geplant. Das ist genau so die Absicht. Wenn man diese Tietmeyer und Konsorten sich dann noch länger anhört, der Jens Weidmann, der jetzige Bundesbankpräsident, sagt genau das Gleiche. Die argumentieren dann wie folgt. Die argumentieren so, ja, die Politiker müssen eben kapieren, dass sie sich den Gürtel erstmal vorher so eng schnallen, ihren Gürtel so eng schnallen, beziehungsweise ihre Mitbürger so eng schnallen, dass die gar nicht in diese Lage kommen, natürlich so hohe Zinsen zahlen zu müssen. Dass das sozusagen, also das wird sozusagen auf die harte Tour, muss man das diesen Politikern doch beibringen. Das ist tatsächlich die Argumentation, mit der die tatsächlich arbeiten. Also sie sagen, man soll ruhig die ganze Volkswirtschaften sozusagen in die Knie gehen lassen, damit wir diese Sachen lernen, anstatt dann gemeinsam, als statt einen Finanzausgleich mit der gleichen zu suchen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das war im Herbst 2009, da ging es mit Griechenland los. Da hätte natürlich Frau Merkel, war ja auch damals dann auch wieder Bundeskanzlerin gerade geworden. Steinbrück war nicht mehr der Finanzminister, das ist aber egal. Schäuble war es. Sie hätten dann sozusagen auch in ein Mikrofon husten können und sagen können, liebes internationales Finanzkapital, das mag sein, dass Griechenland nicht besonders gut dasteht momentan mit der Verschuldung und dass das wirklich schwierig ist und das ein Problem ist, aber wenn da kurzfristige Probleme auftauchen sollten mit der Finanzierung, werden wir selbstverständlich einspringen. Sie hätte gar nicht so ausführlich reden müssen. Sie hätte bloß
wie Herr Schäuble jetzt sozusagen auf dem Rückweg von Tokio im September kurz mal so vor sich hingenuschelt hat, wer will die neue Staatsbank dort, hat er gesagt. Das heißt, eine solche Bemerkung hätte vollkommen ausgereicht, um die Märkte zu beruhigen, dass Griechenland tatsächlich seine Schulden bedienen kann. Weil sozusagen starke Partner da sind, die sozusagen zwischenfinanzierend eingreifen und dergleichen Methoden machen. Das wäre eine durchaus denkbare Konstellation gewesen. Es haben auch in früheren Zeiten Regierungen anderen Regierungen Kredit gegeben. Das kann man schon mal machen. Frau Merkel hat damals eine Kampagne gefahren, das war dann schon im Frühjahr 2010, weil da in Nordrhein-Westfalen Bundestagswahlkampf war. Und diese Kampagne lief darauf hinaus, dass wir eine Bailout-Klausel ist ja verhindert, dass man sozusagen den Griechen Geld gibt, damit die ihre Schulden bezahlen. Das durfte gar nicht sein. Auch das war falsch. Das war nicht Frau Merkel allein, die Bild-Zeitung hat mitgemacht. Die hat genau das auch auf der Seite 1 so abgehandelt. Es wurde, ein Bailout sei verboten. Tatsächlich sieht der Maastricht-Vertrag vor, dass es keinen Bailout gibt, dass kein Staat für die Schulden eines anderen haftet. Aber das heißt nicht, dass er nicht einem anderen Staat durchaus auch mal Zwischenkredit geben kann. Das war also durchaus möglich, war von Anfang aus möglich und ist in der Tat natürlich in großer mehrere 100 Milliarden umfassenden Beträgen ja auch tatsächlich passiert. Also das war die Kampagne, dann die war auch fälsch dargestellt. Es wurde einfach so getan, als sei das nicht möglich. Helmut Schmidt hat mal der italienischen Regierung einen richtig großen Kredit zur Verfügung gestellt, als die Probleme mit ihrer Refinanzierung hat. Damals war von Währungsunion überhaupt noch nicht die Rede. Die Bundesregierung unter Helmut Kohl hat unter aktiver Mitwirkung von Franz Josef Strauß der DDR mal einen, ich glaube, waren es 100 Millionen oder war es eine Milliarde D-Mark, glaube ich, einen Kredit von einer Milliarde D-Mark zur Verfügung gestellt hat. Und die DDR war kein befreundeter Staat damals. Das kann man wirklich nicht sagen. Also alle diese Dinge passieren sozusagen und das wäre einfach geschickt gewesen. Ja, aber das hat nicht stattgefunden. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass natürlich die Bundesregierung mit im Auge hatte, wie angenehm dieser Zustand ist, zum Gewinner einer Krise zu zählen. Ein Krisengewinner zu sein und als der ist die deutsche Volkswirtschaft einigermaßen, jedenfalls einige Monate lang, naja, vielleicht ein Jahr lang, immer noch profitiert, dass die deutsche Volkswirtschaft von den unglaublich exorbitant niedrigen Zinsen, die hier anfallen. Ein Unternehmen in Deutschland, das sonst ganz gleich ist wie ein Unternehmen in Italien oder in Spanien und sonst genau die gleiche Bilanz ungefähr hat und genau die gleiche Bilanz bekommt einen sehr viel niedrigeren Kredit oder einen niedrigeren Zinskredit als das spanische oder das italienische Unternehmen. Das ist ein ungemeiner Vorteil, ein Finanzierungsvorteil für Investitionen, für das gesamte Geschäft. Und das ist ein Vorteil, der einfach dadurch entsteht, dass jetzt nicht mehr das Kapital nach Griechenland, Spanien und Italien fließt, sondern umgekehrt. Die Kapitalflucht aus diesen Ländern nach Deutschland ist enorm stark geworden. Sie war im Sommer letzten Jahres viel stärker als jetzt, aber sie war wirklich ganz krass und die Zinsunterschiede waren auch erheblich. Und das bedeutet natürlich, dass der Sondervorteil, den Deutschland ohnehin hatte, durch diese Krisenhaftigkeit nochmal verstärkt worden ist. Auch das war Absicht. Das ist genau die Konstruktion, in der sozusagen dieses Fehlen eines gemeinsamen Staatsverbundes, eines Ausgleichs der Finanzsituation, all das wurde so angestrebt, dass der Stärke möglichst stärker werde, dass sozusagen das Konkurrenzprinzip hier herrscht. Über den Ablauf der Eurokrise ist
will ich nicht weiter sagen. Es ist ganz klar, dass der eigentliche Grund, weshalb das Ding auseinanderplatzt, wie ich gesagt habe, oder die Tendenz hat, sozusagen diese Fliehkräfte zu entwickeln, dass die Starken immer stärker werden und die Schwachen schwächer. Und das ist auf verschiedenen Ebenen sozusagen der Grund, weshalb das Ganze so läuft. Dass das zum Ausbruch kam, erst nachdem die weltweite Krise ausgebrochen war, hängt eben auch mit der zunächst mildernden, die Krise mildernden Verfassung der Finanzmärkte zusammen. Bei einem boomenden Finanzmarkt werden viele Probleme, die realwirtschaftlich da sind, sozusagen ausgeglichen. Das ist durch eine aufgeblähte Nachfrage, wie Frau Merkel drückt sich dann so aus, oder andere auch, es wird eben auf Pump gewirtschaftet. Und das kann eine ganze Weile so auf Pump gewirtschaftet werden. Das hörte auf, nachdem die große Finanzkrise ausgebrochen war. Das ist der Zustand, in dem es ist. Nun hat die Reaktion der Politik auf diesen Zustand war natürlich auch verheerend. Den ersten Punkt habe ich schon gemacht. Sie hat keinen Beistand geleistet oder erst in letzter Sekunde jeweils immer Beistand geleistet. Sie hat dann dann wurden diese Hilfspakete gestrickt und die Hilfsfonds auf EU-Ebene gegründet, der ESFS und der ESM. Also das sind ja Kreditfazilitäten, die die Staaten bündeln und den Problemländern zur Verfügung stellen, damit die ihre Altschulden abbezahlen können. Das ist sozusagen ein Zwischenkredit, der da finanziert wird, wie das Banken eben so gemeinsam machen. Aber in diesem Falle ist das sozusagen genau das. Es wird also eigentlich die Notwendigkeit eines Transfers durchaus anerkannt. Es ist sozusagen aber bloß ein Zwischentransfer. Es ist kein dauerhafter Transfer, es ist auch kein wirklicher Ausgleich. Es führt ja nicht zu einem Ausgleich, es verschiebt das Problem nur. Es könnte ja sein, dass sowas ausreicht, wenn dann wirtschaftspolitisch Maßnahmen ergriffen würden, dass die Schwachen sozusagen aufholen könnten gegenüber den Staaten. Aber dazu wird nichts ergriffen, sondern im Gegenteil, Sie alle wissen, da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen, alle Programme, die Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter auferlegt worden sind, haben den Effekt, dass sie die Wirtschaft erstmal kontrahieren. Natürlich drückt es vor allem die Löhne und die Sozialleistungen. Die Leute in diesen Ländern werden natürlich ärmer. Und ganz am Schluss, wenn sie wirklich ganz arm sind, sind sie natürlich in gewisser Weise wettbewerbsfähiger. Aber mit welchen enormen Verlusten ist das? Also nicht nur Verlusten an anderen, sondern auch an Menschenleben. Es ist ja die Sterblichkeit in diesen Ländern steigt. Das ist die Konsequenz aus dieser tiefen Wirtschaftskrise, die dort passiert. Und man kann nicht sagen, dass selbst wenn die sozusagen unten angekommen sind, im tiefsten Konjunkturtal und dann gar nichts mehr geht, dass dann das Ganze wieder funktioniert. Es ist eher so, dass das angelegt ist, dass es weiter auseinandergeht. Und es wird nicht mal auf der Finanzebene sozusagen so konstruiert, dass man hier zu einem Ausgleich kommt und zu einem einigermaßen solidarischen System führt, das wenigstens gleiche Finanzierungsbedingungen in den verschiedenen Staaten sind. 2 Sätze zur Europäischen Zentralbank. Also es ist zur zentralen Institution in diesem Währungsgefüge geworden. Es ist die einzige Institution, die geschaffen wurde, um diese Währungsunion zu schaffen. Es ist ja eine staatliche Organisation, eine zwischenstaatliche Organisation, und sie ist sozusagen mitverantwortlich dafür, dass es einen gemeinsamen Kapitalmarkt gibt. Sie ist auch mitverantwortlich dafür, dass es gemeinsame Zinsverhältnisse dass die Kapitalkosten für die Kapitalisten überall gleich sind zwischen Helsinki und Portugal. Das sollte überall gleich sein. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Es gibt zwar das Geld allen Banken zum gleichen Zinssatz, zum ganz mäßigen Zinssatz von 0,75% aus, also wirklich enorm wenig, aber
Der Zins, der ankommt in der Realwirtschaft, ist viel höher in den Südländern als in den Mittelländern. Nun hat die Zentralbank ja jetzt also in verschiedenen Episoden immer wieder dafür gesorgt, dass immer mehr Geld in dieses System hineingepumpt worden ist. Das ist ausgesprochen kontrovers. Also was haben die gemacht? Sie haben erst die Banken so viel unterstützt, sie haben ihnen so viel Geld gegeben, wie die brauchten. Sie haben im zweiten Schritt den Banken nicht nur kurzfristiges Geld von einer Woche und einem Monat zur Verfügung gestellt, sondern einen 3-Jahres-Tender gegeben. Und also 1 Billion Euro in diese Art und Weise in den Markt gebracht. Wir haben drittens angekündigt, dass es also über das Programm über neue Anleihen, Staatsanleihen der Problemländer aufzukaufen, um damit den Zins in diesen Ländern zu drücken. Die Ankündigung hat schon gereicht, um genau sozusagen diesen Zins tatsächlich einigermaßen zu ermöglichen. Das ist heftigst kritisiert worden von insbesondere den wirklich rechten Ökonomen unter der Spitze der Deutschen Bundesbank in Deutschland. Man kann das kritisieren, es ist jedenfalls nicht die reine Lehre, die da vertreten wird, es ist sozusagen eine Notmaßnahme. Man interpretiert es, glaube ich, richtig, wenn man sagt, diese Spitze der Europäischen Zentralbank, also die machen ja alles im Interesse, dass der Finanzmarkt nicht kollabiert. Und man muss sagen, wenn sie das nicht machen würden, würde der Finanzmarkt kollabieren. Der Finanzmarkt ist noch nach wie vor in dem Zustand, in dem er 2008 war. Wird staatlich gestützt und er wird von den Notenbanken massiv gestützt. Wenn er das nicht würde, würde das Ding kollabieren. Das ist der Zustand, in dem sich befindet. Die Notenbank versucht auf Teufel komm raus, die alten Zustände vor 2007 wiederherzustellen. Geld reinpumpen, Geld reinpumpen, Geld reinpumpen, damit sozusagen wieder Überfluss herrscht an diesem Finanzmarkt. Das ist sozusagen der Zustand, den sie herstellen. Das hilft momentan, ist aber bestimmt keine Dauerlösung. Es ist völlig klar, dass wir die Bankenkrise in diesem laufenden Jahr mit Macht wird sie zurückkehren, trotz dieser Hilfsmaßnahmen. Denn die große Weltwirtschaftskrise geht ihren Gang, die Stagnation der Weltwirtschaft bleibt und Europa bleibt in der Rezession. Das sieht ausgesprochen düster aus. Ich will jetzt doch, wie angekündigt, 3 Punkte nennen, die ich meine, sind unerlässlich, dass man aus dieser verdammten, krisenhaften Situation rauskommt. Der erste Punkt ist der wichtigste, weil er ist der den Neoliberalismus rückgängig machen würde oder einen Ansatz dazu machen würde, den Neoliberalismus, die langfristige Umverteilung von unten nach oben muss gestoppt und umgekehrt werden. Es ist absolut notwendig, dass diese Verteilungsfrage gelöst wird. Was heißt diese Verteilungsfrage lösen? Das heißt auch gleichzeitig, die Nachfrage auf globaler Ebene wieder in Gang zu bringen. Die Auspulverung der armen Schichten weltweit in der Bevölkerung, aber auch in unserem Land, die muss beendet werden. Das heißt umgekehrt, dass natürlich die Vermögenden richtig rangenommen werden müssen. Also Umverteilung auf allen Ebenen ist, glaube ich, das A und O einer wirklich stabilen Ausweg aus der Krise. Zweiter Punkt. Es muss, um die Euro-Krise zu lösen, müssen staatliche, mindestens rudimentäre Institutionen geschaffen werden und als wichtigstes dabei ein gemeinsames Steuersystem. Also nicht das, was die Frau Merkel als Fiskalunion bezeichnet hat. Sie hat ja einen Fiskalpakt als Fiskalunion bezeichnet, sondern eine Fiskalunion, die wirklich noch ihren Namen verdient. Gemeinsame Steuersätze und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Das ist das Mindeste, um sozusagen diesen Fliehkräften des Marktes sozusagen Einhalt zu gebieten und die Ärmsten daran zu hindern, sozusagen nicht mehr am Markt teilnehmen zu können und auszuschalten. Dritter Punkt ist, glaube ich, eine Schrumpfung des Finanzsektors muss irgendwie planvoll erfolgen oder einigermaßen staatlich geregelt erfolgen, nicht durch
einfach dem Zusammenbrechen einer Bank und dann Ende des Zahlungssystems und des Bankensystems. Die beste Lösung dazu, wie man das macht, meine ich, wäre, wieder der Tipp an Frau Merkel, sie sollte sich zusammen diesmal vielleicht mit Herrn Barroso, vielleicht auch noch mit Herrn Draghi zusammen, tun, eines schönen Sonntags hinstellen, sagen, liebe Mitbürger, Ihre Einlagen sind sicher, aber diesmal liegt es nicht daran, dass wir diese Frage überhaupt erheben. Die Frage ist nämlich die, weil wir haben beschlossen, dass wir die Hälfte unserer Staatsschulden europaweit nicht mehr bedienen werden. Das heißt, wir machen einen Schuldenschnitt für alle Länder Europas um die Hälfte. Diese Zahl ist gegriffen, auch die Situation ist gegriffen, es ist nicht so wahrscheinlich, ich sehe das auch nicht vor mir. Aber was hätte das für Konsequenzen? Es hätte das von einem Tag auf den anderen, eben von diesem Sonntag auf den nächsten Montag, wo man einen Bankheimfeld einrichten müsste. Das hat Roosevelt übrigens auch gemacht, als er den New Deal begonnen hatte 1933. Da gab es eine Woche Bank Holiday. Also, Frau Merkel sagt, wir zahlen nur noch die Hälfte unserer Schulden, damit sind die Banken tot. Und die Staatsschulden Europas sind so ungeheuerlich, dass das kein Bankensystem aushalten kann. Es muss also auch wiederum zu einer staatlichen Stützung bzw. Rekapitalisierung der Banken kommen, und zwar wie folgt. Frau Merkel weiter. Liebe Mitbürger, Ihre Einlagen sind sicher, aber leider nur bis zu einem Betrag von 500.000 Euro. Wenn Sie darüber hinausgehende Beträge, Einlagen bei der Bank haben und die Bank Ihnen mehr schuldet, dann wird ein Teil dessen leider nicht zurückgezahlt werden können, weil ja irgendwo muss ja dieser Ausgleich für die nicht berichtbaren Schulden kommen. Damit hätte man sozusagen ein einigermaßen vernünftiges System, sozusagen diese Staatsschulden und das gesamte Schuldensystem, also der genannte Finanzsektor, massiv richtig verkleinert werden könnte und wir von da ab sozusagen einen Neubeginn wirklich starten können. Ich gebe zu, das klingt ein wenig utopisch, aber die anderen beiden Ziele sind es leider auch. Und deswegen ist meine Prognose, dass das Ganze auseinanderfliegt, die Eurozone auseinanderfliegt. Und selbst wenn das passiert ist, bedeutet das, dass die Weltwirtschaftskrise damit auch noch nicht beendet ist. Wir haben also richtig problematische Zeiten vor uns. Vielen Dank.